Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Lufia auf Pelzig. Beim Aufnahmestopp von der letzten Episode bin ich versehentlich hier so in die Richtung gelatscht, deswegen habe ich mich hier gestellt, also ein Wunder, wenn ich einen Schritt zuvor gekommen bin. Was ich auch noch bemerkt habe, ist, dass hier auf dem Illustre Menhir, oder ja, Menhir würde ich es eigentlich nennen, oder diese Platte hier, dass hier noch das Symbol von der Götterrüstung drauf ist. Und apropos Götterrüstung, ich glaube, das kann auch nur Maxim tragen, das Ding. Schauen wir mal. Götterrüst. Ja, genau, die anderen dürfen das Ding nicht tragen. Legendäres Kleidungsstück mit Perle bestickt und extrem hohem Schutzfaktor. Oh, geiler Scheiß. Phönixkraft. Die Kampfkraft aller Kämpfer wird erhöht. Füllt die KP und MP vollständig auf. Ja gut, das bringt uns C-wendige Abwehr, aber dafür ist der Benefit schon ziemlich geil. Moment, was mache ich denn nur für einen Käse? Ja gut, speichern könnte ich vielleicht noch. Das ist vielleicht gar nicht mal so blöd. Aber als nächstes geht's erst einmal mit Fluchtzauber raus. Dann schauen wir nochmal hier im mystische Kirwan vorbei. Gehen erst einmal eine Runde Schlonze im Bett. Lümmeln wir uns mal in die Koje. Moja ist auch noch ein Dach und die Tante da oben auf dem Turm, die kann die ganze Zeit das Geräusch halten. Das ist kein Thema. Alle hopp. Dann gehen wir wieder zum Weise, der sich die 3 Jungfrauen im Hinterzimmer hält. Jetzt sind es nur noch 2. Na, Opa. Entschuldigung, Lisa ist noch im Turm. Ja, der Kampf ist noch nicht zu Ende. Marie, du bist jetzt an der Reihe. Bitte geh, ja? Ja, das ist meine Bestimmung. Mein Name ist Marie. Bring mich zur Insel Inschel. Jo, Allah. Die Insel ist im Nordosten. Auf geht's. Gut. Gut, dass die auch immer noch sagen, wo es ist. Ich meine, da steht jetzt irgendwie kein Schild drauf, wo Inshell oder was drauf steht. Von daher ist das immer gar nicht mal so verkehrt, wenn die noch eine Richtungsangabe dazu machen. Yeah, hier gebrummt. Da steht jetzt eine wie bei Final Fantasy VII, du kennt das ja davor, dass auch die Region beschrieben wird. Haben wir bei Lufia jetzt leider nicht. Gut, weiter geht's. Da geht's wo hier und wo drüber geht's wo hier. Da bin ich mir nicht allzu sicher. Da haben wir auch noch diverse Wege. Ah, okay. Gut, gut. Dann sparen wir uns einfach nur das große Drumherum. Und da können wir noch wo hier latschen. Und da rechts geht's da hier, wo ich außenrum latsch. 2. Siegelturm. Ja, spätestens so wüssten wir's, ne? Das sieht man aber aus, als würde es hier tatsächlich weitergehen. Dann gehen wir halt noch rechts rum. Ich meine, wir hängen nur im Turm Innere was. Ups, da ist aber ordentlich was los. Das könnte noch... Moment. Gerade nochmal hier reingucken. Ich freue mich auch, wer das Ganze hier gärtnert. Okay, hier ist nichts. Ja, wer geht denn durch hier und kümmert sich da um die Pflanze die ganze Zeit? Das sind so frohe, ja, ich weiß, das ist ein bisschen unnütz und hat auch überhaupt nichts mit der ganze epische Sache hier zu tun, die hier stattfindet von wegen Siegelturm und Schlag mich tot. Aber irgendwie freue ich mich trotzdem, wer das Ganze gärtnert. So, können wir doch... Nee. Aller Hopf, dann machen wir halt einen Mega-Zyklop erstmal platt. Jetzt ist halt die Frage, wo es hier eigentlich richtig weitergeht und was optional ist. Jetzt bin ich ja verwirrt. Keine Ahnung. Hauptsache der Mega-Zyklop ist kaputt. Hm? Noch nicht. Na gut. Dann kümmern wir uns halt so noch um dich. Jawohl, einer ist wenigstens hinüber. Schauen wir mal, was der andere fleischfarbene Koloss noch hinkriegt. Der rotzt ganz schön drauf hier, der Kamerad. Und dann nichts mit drauf, damit wir den noch erledigt kriegen. Vielleicht Maxim? Jawohl. Okay, Maxim und Artia noch ein Level kriegt. Ja, das sieht mal aus, als würde es hier weitergehen. Tja. Dann muss das wohl Anna schlafen.
Ja, Entschuldigung, ich weiß, ich kann nicht singen und noch viel schlimmer ist es, wenn ich was a cappella machen muss. Aber oh, die Musik ist einfach dermaßen ultra epic. Das muss so sein. Gut, dann gehen wir halt mal hier lang. Und schauen mal, ob hier nicht möglicherweise was Optionales rumliegt für uns. Hi, Cyclops. Und Reihe. Okay, Drachili und Ausgang. Sphinxili. Haha. Und hier geht's nicht weiter. Okay. Drachili. Gut. Dann möchte ich die nämlich von hinten nochmal attackieren, damit man wenigstens den Angriffsvorteil... Angriffsvorteil haben. Scheiße, da war ja noch was, genau. Die waren ja nicht gerade empfindlich gegen physische Attacke. Genau. Gut, dass ich es nochmal weiß. Warte mal. Was machen wir dann da? Ich glaube, Frostfee war was man hier drauf machen kann, ne? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Aber Abaddon wirkt auf jeden Fall. Klatschen wir es mal drauf. Eventuell macht das ja hier schon der Instant Kill, aber nö, macht's nicht. Ich weiß nicht, die sieht ein bisschen aus, als würde nach Frostfee was ausmachen. Ja, so klein bisschen. Okay. Stolz, Gordo. Ih. Hör auf mit deiner Dunkelspucke. Und du genauso, für Teufel. Oh. Okay, wisst was? Falls Arthea die jetzt nicht instant killt, machen wir es halt so, dass Sela nochmal die ganze Meute heilt. Also nichts mit drauf und Wetter. Nachtfrucht, geil. Aber Selan, du bist trotzdem herzlich eingeladen. Also ich muss sagen, gerade bei Lufia gegen Ende ist die Musik schon verdammt episch. Generell egal, was man so macht. Okay. Ja, das war ziemlich nutzlos. Definitiv. Warte mal. So. Scheiße. Ah, da ist wieder der Klo-Besucher, die Donnerbestie. Aber ich glaube, auf euch habe ich gerade keinen Bock. So. Hoch. Ach ja. Ich fände es eigentlich schon ganz urig, wenn hier irgendwo ein Gärtner rumsteht, der die ganze Zeit allein hier hockt und rumschafft und die ganze Zeit so an den Monster sich vorbeischaffen muss. Und auf was ich hier murmelt, scheiß Job, hätte ich da bloß den arge Nummer. Moment, nix. Spiegelblock, was war denn das nochmal? Schützt dich vor dem Spiegelzauber des Gegners, okay. Also Quatsch. Nochmal drauf auf die Gosch drauf, auf den widerwärtigen Zyklop, der irgendwie auch ohne Nase existieren kann. Dafür hat er einen mordsmäßigen Stachel auf dem Kopf. Das muss man lassen. Und eine ziemlich merkwürdige Toga hat er noch. Naja, wenn es zwar dann funktioniert. Ich will mal nichts gesagt, aber. Weiter geht's. Hier, Alter. Und immer auf Arthea drauf. Also irgendwie mögen Zyklope anscheinend keine Elfer. Aber den kriegen wir auch so hier. Hanebampel. Ja, schade, das war nicht gerade so der beste Schlag von Gordo. Dafür hat Maxim die Sache nochmal gerettet. Ja, also irgendwie muss ich jetzt auch mal nur weiterkommen, ne? So, hier geht's auch noch weiter. Und da ist noch so ein hässlicher Wicht. Dann attackieren wir doch gleich mal von hinten. Das ist der Horst Ferratu und der Höllenbote natürlich. Wie könnte es auch anders sein? Dann mach du doch mal auf die zwei. Ach, wenn die ein bisschen weiter hinten stehen, macht nichts. Und ja, nicht schlecht. Schauen wir mal, was man...
Okay, also Gordo hilft doch nicht wirklich was. Schauen wir mal, wie viel wir beim Horst Verrato abzwacken können. Das sieht gut aus. Und Artea finish them. Ein schöner Abaddon-Finisher. Ich denke, das wird gut hier hauen. Yeah. Düsterjuwel gibt's noch dafür. Okay, spontane Treppe noch explodiert. Düsterjuwel verleiht die Kräfte der Dunkelheit. Schattenmacht trifft alle Gegner. Ja, bringt niemand was. Alle hopp. Dann gehen wir mal... Oh, gehen wir mal weiter. Hau ab. So. Und du, ach, Swingen mag ich hier nicht. Hier geht's noch wo hier? Daneben laufen wir noch gegen die Wand. Du rennen wir auch nur gegen die Wand. Und da gibt's auch kein Waschzup zum halben Preis. Alle klar, alle klar vor allem. Alle hopp, dann halt nicht. Dann geht's da wahrscheinlich weiter hoch in den Turm und wir können da nochmal reingucken. So. Es sei denn, der ganze Quatsch ist wieder irgendwie miteinander verbunden. Ja, da kommen wir auch noch vorbei gewatschelt. Okay, dann probieren wir es mal. Scheiße. Gegen euch möchte ich nicht kämpfen, ihr seid mordsmäßige Tanks. Ah, hier haben wir noch eine Zwischenebene, auf der wir raus können. Okay. Ich hin nochmal. Wie ist es nicht? Das sieht aber aus, als wäre das Ganze hier verbunden irgendwie miteinander. Ja, das sind wir vorhin schon vorbeigewaschelt. Und hier? Okay, da geht's auch wieder die Treppe hoch. Da ist irgendein Urvieh, was die Treppe wacht. Ist normalerweise ein Indikator, dass es hier im Hauptteil weitergeht. Und daher schauen wir doch erstmal hier rein. Genau, da haben wir ja das Treppenhaus. Und dann kommen wir hier wieder raus. Schön, dass es einfach nur in eine Sackgasse führt. Ja, toll. Also der zweite Siegelturm ist wahrscheinlich eher auf Verwirrung aus, wie es aussieht. Alla hopp, wissen wir das jetzt auch. Und dann hoch mit uns. Gut, dann wartet hier unser Drachili auf uns. Und der steht stocksteif da. Das heißt, der muss das haben. Dann probieren wir doch mal einfach mal Drache aus. Wir gehen das mal nicht auf beide drauf, sondern wir gehen einer noch um andere ab. Ja, der fetzt gut rein. Schauen wir mal, ob der Wasserzauber mehr bringt als die Frostfee. Ein bisschen mehr. Ja, der Anna spuckt noch eine Flamme drauf. Vielleicht sehen wir ja, ob die Feuer empfindlich sind. Ja, könnte was sein. Dann probieren wir mal den Phönix aus und nochmal den Abaddon hinterher. Udala. Hua! Und schauen wir mal, was der Feuerzauber bringt. Aber wenn die rote Elemente drin sind, komme ich normalerweise jetzt nicht zu dem Schluss, dass die besonders feuerauffällig sind. Der Zauber beweist, ich glaube, die haben generell nur Lichtempfindlichkeit. Okay, hier sind wir wieder über der Wolkegrenze drüber. Dann wird gespeichert. Wir sind gut in der Zeit. Vor 5 Minuten weitere Höllenfürst-Action wäre gesorgt. Das sieht aus, als wäre ein Helm dabei, ne? Wenn ihr euch den Stern anguckt. Ja, Höllenfürst-Action. Das erste Mal gegen Amon. Es ist an der Zeit, dass ihr verschwindet. Ihr langweilt mich. Oh yeah. Also die Rüstung ist ja schon ultra episch, aber der Kerl sieht schon ein bisschen merkwürdig aus mit seiner Scheppe-Nas. Okay, dann machen wir erstmal die Angriff von alle Leute höher. Was ist das? Erhöht Angriff. Das könnte Geige brauchen. Macht das Achemol und du.
Du. Probier ich einfach mal sowas. Und er kämpft mit einer Naginata, wie es aussieht. Das sind diese japanische Kampfspeere für Samurai. Ah ja, das zieht wieder stabil ab. Chaoswelle. Und was bringt uns das? Ja, dasselbe Kaliber wie Gardes Zerstörer. Also dafür, dass wir gegen Amon ewig nett gekämpft haben, erweist das sich jetzt schon als kleine Nullnummer, will ich jetzt einfach mal so sagen. Okay, das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Ja, ich denke, da sind wir jetzt gut geboostert, damit wir dem Hansel mal ordentlich auf die Decke geben können. Und ein violetter Umhang oder auch noch. Ich bin, glaube ich, wirklich der einzigste Mann auf der Welt, der Violett als Farbe mag. Ich finde es unglaublich toll als Farbe. Ah, okay, er zaubert also auch noch. Ja, wieder auf alle drauf. Yeah. Ja, Sedan zieht ganz gut ab. Gordo macht noch nette Flitzer. Das ist auch nicht schlecht. Yeah. Juhu. Also die ziehen doch ziemlich ordentlich ab, die Jungs. Dann würde ich sagen, es ist Zeit für Ego-Kraft 2, damit nämlich auch unser Gordi noch geheilt wird. Das konnte ich mir einmal erlauben, weil die anderen Buwe und Mädels schon ziemlich gut abziehen hier. Durch den Angriffsboost. Okay, dann hauen wir mal weiter drauf. Machen wir den Dunner Schrei, weil es so schön ist. Und du machst mal das hier auf euch zwei. Ich will hier keine Seelan-Leiche liegen haben. Okay, die gute Frostfee kommt wieder zu Besuch. Bitte nicht auf... ja, scheiße, Gordo trifft's auch. Ja. Ne, schade. Das habe ich mal ein bisschen stärker vorgestellt, das Ganze. Aber Gordo zischt jetzt auch gut rein, da von dem Angriffsboost profitiert hat. Okay, wisst ihr was? Es wird Zeit, wieder die Truppe so zu heilen. Falls der Herr Amon sich wieder entschließt, einfach mal so drauf anzugreifen mit seiner Naginata. Scheiße. Ja, kein Wunder, dass das Ding Chaoswelle heißt. Wenn die verwirrt sind. Maxim, du Dummkopf. Scheiße. Okay, du musst dich gerade mal heilen. Und eventuell noch Seelan. Oh je, oh je. Ich hasse den Zustand konfus. Jetzt wissen wir auch, warum der... Scheiße, Gordo ist tot. Jetzt wissen wir auch wieder, warum der Chaoswelle Quatsch so, wenn ich abzieht. Alter, immer auf die Elfe. Was seid ihr für Rassisten? Also wieder auf Athea drauf. Überwindet mal euer Angst vor Elfe. So, dann heilen wir noch so. Und weiter drauf. Seelenbrecher. Ach Gott, der Herr. Seelan trifft immer wieder recht gut. Maxim setzt einfach mal aus. Ah, das macht ja nichts, weil Guy hat unseren Amon mit der krummen Nase gekillt. Geil. Oder zumindest in die Flucht geschlagen. 50.000, 50.000. Okay, Maxim und Seelan und Athea kriegen noch ein Levelchen. Das sagt doch nichts, du verzichtest das sich einfach. Hast du ihn verwischt? Ja, du hast den Finisher gesetzt. Ich glaube, er ist noch mal mit heiler Haut davongekommen. Die Schlacht wird nicht enden, bevor wir Daos, Erim und die Todesinsel zerstört haben. Stell dich bitte davor, Maxim. Jo, Allah. Jetzt gibt's den Götterhelm. Götterhelm erhalte. Geil. Ich fühle Lisas Energie. Geh jetzt. Bitte dummelt euch. Juhu. Dann, setzen wir uns das Ding doch gerade mal auf. Du Hämmern. Das kann natürlich wieder kein anderer Eumel tragen, ne? Ja, nur Maxim. Legendärer Helm mit besonders hohem Schutzfaktor. Judo-Meister. Die Angriffe des Gegners werden für kurze Zeit mit doppelter Kraft zurückgeschleudert. Ja, das ist geil. Das ist schon ziemlich gierig. Arner Hopf. An den ich doch glatte mal sage, wir können uns hier noch rausflüchten. So viel Zeit muss noch sein, aber 20 Minuten pro Episode ist hier anscheinend, pro Turm und Episode ist anscheinend schon gerechtfertigt.
Gut. Dann ratzen wir noch eine Runde. Und speichern dann gerade noch. Und dann geht's, würde ich sagen, übermorgen weiter. Wenn wir dann mit dem dritten Mädel dann losziehen. Zu der dritten und letzten Insel. Du kannst speichern, Herr Parra. Und es ist Zeit, dass die Episode endet, ihr liebe Leute. Wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Lufia auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Euer Yankee.